So, wir sind startklar. Wir sind losgelaufen hier von der Wasserauer Bahnstation. Wir gehen jetzt auf unsere 3-See-Wanderung. Wir haben gerade den Rucksack noch gepackt, bis oben hin voll mit Vorräten. Wie immer haben wir es ein bisschen übertrieben. Da müssen wir ein paar Mal etwas essen, damit es ein bisschen leichter wird. Und ja, das erste Ziel ist jetzt der Seealpsee. Bis dahin haben wir etwa knapp eine Stunde. Es ist einfach herrlich hier. Die Sonne geht gerade auf, es ist noch schön kühl. Perfektes Wanderwetter. «20 Meter und Meli muss schon das erste Mal ihre Schuhe binden. Hier oben sind wir gestern. Die Ruhe gehört zu den 5 meisten, 5 gefährlichsten. Glaubst du es nicht? Nein. Doch. Googeln. Dann geht es gerade wirklich recht steil drauf. Wir hoffen, dass es nicht die ganze Wanderung so drauf geht. Vor allem ist jetzt hier gerade eine Betonstrasse. Aber ich glaube, hier oben wird es dann schon besser. Auch wenn wir so schon das erste Mal eine kleine Rast einlegen müssen. Aber es ist auch nicht gerade der schlechteste Ort für einen Rast, oder? Sind das Kälber? Das ist wirklich gefährlich, wenn sie Kälber hier haben. Das sind alles die gleichen. Schönes Auto. Ja, voll, danke. Es sind auch liebe Leute hier. Mega. Einfach gut drauf und freundlich und haben einfach Zeit hier oben. Wir haben es dann gerade geschafft, sind wir dann gerade oben. Ich glaube, jetzt kann es nur noch Minuten haben, bis wir den See sehen. Wenn wir, glaube ich, als erstes gerade mal reinkumpen, dass wir wieder frisch sind. Ja, definitiv. Nicht abschlecken. Hey! Du läufst noch nicht auf? Sehen wir den ersten See von dieser 3-See-Wanderung. Wir waren gerade dort auf dem kleinen Insel unten. Wir sind kurz baden, mega gut da, weil es ist wirklich recht heiß in der Sonne. Hier im Schatten geht es, aber in der Sonne wirst du gerade gebrötelt.
See ist zwar ein bisschen kühl, aber perfekt, wenn es so heiß ist. Wirklich das ganze Tal und es ist mega idyllisch. Hier stehen irgendwie die Geissen gerade direkt auf dem Strössli. Überall die Kühe. Zum Teil muss man sogar schauen, dass sie einem vorbeilaufen. Aber sie sind ganz lieb, man muss also keine Angst haben, gell Meli? Was auch noch cool wäre, wenn man das früher gewusst hätte, gerade hier unten bei diesen Bauernhöfen kann man zelten. Ich glaube, wenn man das früher gewusst hätte, hätten wir das ein bisschen so geplant, dass wir das Zelt oben aufgestellt hätten. Ja, aber vielleicht dann das nächste Mal. Also wir gehen jetzt weiter, nächste Anstieg, ich weiß nicht wie viele Höhenmeter das sind. Das nächste Ziel wäre Mäglialp. Shit, ja, ist ziemlich steil hier, aber voll geil. Geht noch weiter rauf. Also wir uns hier kurz ein bisschen erfrischen. Wir haben eben gemeint, hier oben sei schon der See, auf der Mäglisalp. Jetzt haben wir gerade gesehen, dass das eine Zwischenstation ist und wir irgendwie doch noch mal mehr als eine Stunde rauf müssen, bis wir ganz oben sind. Und nachher ist auf dem Rückweg die anderen zwei Seen sehen. Aber ja, das heisst jetzt einfach, wir müssen ein bisschen mehr laufen, ein bisschen weniger filmen und dann klappt das gleich. Gell? Ja. Nein, schmecken wir noch? Ja. Alles da drauf. Ja, jetzt sind wir schon fast auf dem Sentis, aber so hoch. Ist noch nicht ganz, aber jetzt hat es sogar noch Schnee. Die letzten paar Meter. Das ist unglaublich, ey. Ich glaube, mehr geschwitzt wie sonst etwas. Oh Gott, ey. Ich glaube, das Gröbste haben wir definitiv geschafft. Es ist jetzt knapp 3:30. Wir haben noch zwei Seen vor uns. Ja, tatsächlich, wir haben die ganze Zeit die Rega gesehen. Es liegt jetzt immer noch irgendjemand da oben drüber und jetzt haben sie tatsächlich einen unten am Seil. Ich glaube, der seilen sie ab. Ich glaube, die machen da irgendjemand zum Berg oben, wenn sie einen holen. Warte, ich probiere da mal schnell zu filmen. Also da scheint einer gerade hinten an der Felswand zu stecken. Wir sind hier schon ein paar Mal, haben sie hier ihre Kreise gemacht. Und jetzt sind sie gerade da. Aber wir sehen es nicht mehr, weil es hinten dran ist. Grüß dich. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Also sie haben ihn, glaube ich, holen. Sie sind dann zu zweiten wieder rauf. Ist doch noch schnell gegangen irgendwie. Minuten und schon wieder weg.
Also nur, dass Sie es gehört haben. Melli trägt lieber den Rucksack wie die Kamera. Ja. Wir haben es leicht verschätzt. Hier wird es jetzt eigentlich zum zweiten See gehen, zum Fählensee. Und das dort hinten, das wäre eigentlich der dritte. Aber wir gehen jetzt direkt hier runter, weil es ist schon 5 Uhr war. Und wir schauen, dass wir irgendwann noch runterkommen. Das letzte Postauto, das verwünschen wir eh nicht mehr. Wir müssen einfach schauen, dass wir es noch vorher schaffen, bevor dort dann alles im Schatten ist. Sonst mögen wir da auch nicht mehr reingumpen, oder? Es ist unglaublich schön hier. Ich habe vorher gesagt, wir waren zwar noch nie im Yosemite, aber wenn man hier so rauf schaut, die Berge könnten gerade so gut irgendwann dort stehen, oder? Oh, herrlich. Das hat es definitiv gebraucht. Meine Damen und Herren, wir haben es geschafft. Wir sind endlich unten. Wir haben zwar nur 2 von 3 geplanten Seen gemacht, aber es war schlussendlich gar nicht so schlimm gewesen. Was man kann sagen, ich glaube, das ist der erste See, der ist unglaublich, also der Alpsee. Wunderschön auch zum Baden. Und ja, jetzt sind wir im Brülisau unten und müssen schauen, dass wir irgendwie noch etwas verwutschen, das zurück mal zum Bahnhof fährt. Weil ja, wir müssen noch bis auf Jakobsbad hindern, das ist doch noch ein Stück. Und ja, aber bei der letzten Zug fährt irgendwie 10:15, also irgendwie sollten wir das auch noch schaffen. Und Melli hat wieder mal ein schönes Haus gefunden. Ich meine, ja, schaut, das da. Also in dem Fall. Ich würde sagen, wir machen hier fertig für heute. Bitte liken und abonnieren nicht vergessen. Irgendwann da unten. Und ja, man sieht sich beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. The very thought of sharks strikes mortal fear in the hearts of humans. But how deadly are they? Really? Well, for starters, they're not nearly as harmful as cows. Yes, it's true. A Washington Post study of CDC statistics shows sharks killed about 1 person a year in this country between 2001 and 2013. Same for alligators and bears. But cows killed about 20 people a year, most of them farm workers. Next came dogs, which killed some 28 people a year in attacks and accidents of various kinds. But the biggest killers of all were among the smallest: bees, hornets, and wasps. Their stings cause almost 60 deaths a year, mainly from anaphylactic shock. Just remember, cows aren't as harmless as they look. I'm Ari Sarsalari, the Weather Channel.